Die Lisa hat am 25. Dezember Geburtstag. Als Kind war für sie klar, dann feiern wir Geburtstag, sicher nicht Weihnachten. darum war das in der Familie immer so. Am 25. Dezember hat man nichts von Weihnachten wissen, sondern der Tag hat sich ganz und gar um die Lisa gedreht. Das hat sogar so weit geführt, dass der kleine Bruder an seinem Geburtstag Ende Januar auch unbedingt einen Weihnachtsbaum wollte. Er hat immer gemeint, das gehöre zum Geburtstag einfach dazu. Heute ist Lisa 35 und Hebamme von Beruf. Bis jetzt hat sie es immer geschafft, dass sie nicht an ihrem Geburtstag arbeiten musste. Sie hat sich jeweils freiwillig für ein Silvester gemeldet, damit sie an Weihnachten fein raus ist. Aber ihr ist es hier dabei nicht darum gegangen, dass sie nicht an ihrem Geburtstag im Einsatz sein wollte, sondern dass sie nicht die kleinen Menschen auf die Welt bringen, die ihr Leben lang das Pech werden haben, an Weihnachten müssen Geburtstag feiern. Das hat ihr einfach so fest leid für die. Sie weiss schliesslich genau, wie sich das anfühlt. Dieses Jahr ist das anders. Ihr kleiner Bruder, der mittlerweile auch 32 ist, hat zu Silvester eingeladen und das mit einem speziellen Grund. Er will seiner Freundin einen Heiratsantrag machen und dort sollte Lisa unbedingt auch dabei sein. Also ist es dieses Jahr nicht anders gegangen, als dass sie für Silvester frei nehmen und dafür an Weihnachten arbeiten. Am Morgen vom 25. Dezember hofft sie ganz fest, dass einfach keine Frau mit Wehen ins Spital kommt. Nein, wirklich, die armen Kinder, sagt sie zu ihrer Hebammenkollegin. Die sind gestraft fürs Leben. Das Schlimmste habe ich immer gefunden, dass es nur ein grosses Geschenk gegeben hat. Für Weihnachten und Geburtstag zusammen, weisst Du ja, wahrscheinlich hast du recht. Fürs Kind ist es blöd, wenn es seinen Geburtstag mit Jesus teilen muss. Aber du hast noch nie einen Weihnachtstag im Spital erlebt. Das ist magisch, du wirst es sehen, sagt ihre Kollegin zu der Lisa. An diesem Tag ist, wie sich Lisa gewünscht hat, sehr wenig los auf der Gebärabteilung. Und sie hat Zeit, um immer mal wieder auf der Neonatologie vorbeischauen und die kleinen Sprösslinge zu bewundern. Oder auch bei den Mamis und ihren Neugeborenen ein Psychli machen und ihnen schöne Weihnachten wünschen. Es ist alles schön dekoriert und für einmal schmeckt es im Spital nach Lebkuchen statt nach Desinfektionsmittel. Ganz ein besonderer Vibe. Wo sich dann doch noch die Eltern am Notfall einfinden, wird es der Lisa schwer ums Herz. Das arme Kind, denkt sie sich und stellt sich vor, wie ihre Eltern damals am Eingang vom Notfall gestanden sind und ein paar Stunden später sie selber auf die Welt gekommen ist. Die Geburt verläuft gut und schnell. Und so kommt es, dass der kleine Mattis an dem 25. Dezember kurz vor Mitternacht da ist. Die Eltern sind überglücklich. Unser kleines Weihnachtswunder, sagt der Vater ganz stolz und schaut seine Frau und den Winzling verliebt an. Lisa beobachtet das Familienglück und plötzlich sieht sie das Ganze aus einer neuen Perspektive. Für die frisch gebackenen Eltern ist das Kind das grösste Weihnachtsgeschenk, das sie sich je hätten vorstellen können. Da kommt ihr ein Gedanke. Ich glaube, auch ich bin für meine Eltern das grösste Geschenk auf Weihnachten. Sie nimmt ihr Handy und schreibt ihnen eine Nachricht, wünscht ihnen schöne Weihnachten und bedankt sich, dass sie ihr immer so einen schönen Geburtstag beschert haben. Das stimmt sie so versöhnlich, dass sie ab jetzt immer an Weihnachten Dienst haben will. Wegen der schönen Stimmung im Spital, aber auch wegen diesen wunderbar schönen und kostbaren Weihnachtsgeschenken, die an diesem Tag auf die Welt kommen.